Freitag von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Wir überrufen heute die letzte Pontifikalandacht am Kader von der diesjährigen Oktav. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Leo Wagner. Als Anfang sangen wir das uralt Ulflinger Marienlied. Bei der Aussetzung Lève-toi et marche vom Noël Colombier, die Regina Zödi Magnificat 574, den Tantum Ergo op Melodie von Jesu Herz und als Schlusslied Leif Mam vom Joseph Biewer. Den Domorganistin Herr Paul Breich spielt als Sorti Voluntary in D vom Henry Purcell. Kantore sind Herren Marc Dostat und Jean-Marie Bock. Thema von der Predigt der Madame Midi Hellas, Kooperatrice Pastoral an der Paar Cordal Saint-Barbe als Haut, Begegnung mit Jesus Haut durch gelewischt Zeien. Das Wort ward Mensch zur Stund. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Sie eilt ins Gebirge zur Bas-Elisabeth, in allen Nöten zum Dienst bereit zu steht. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Sie trug zu den Herden nach Bethlehem das Kind. Sie wartete seiner im nächtekalten Wind. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Sie sprach mit den Hirten, mit fremder Könge auf. Ihr Herz und ihr Fühlen tun jedem Volk sich auf. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher
schwer tief in dem Herz, durchlitt mit dem Sohne des Sterbens bitteren Schmerz. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Sie jubelt am Morgen, da er vom Tod erstand, die Male des Sieges an Seite, Fuß und Hand. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Sie harrt bei den Jüngern in dem gebotenen Kreis, erflehte die Feuer vom allgewalt'gen Geist. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Dann ward sie erhoben ins himmelsklare Licht, ein Anwalt den Menschen im göttlichen Gericht. Maria zu loben, kommt her an den Thron, auf den sie erhoben, ihr göttlicher Sohn. Lasset uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die auch Dienerin der Gemeinde von Kenchräe ist. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heilige tun sollen, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Denn für viele war sie ein Beistand, auch für mich selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Sie haben ihren eigenen Kopf hingehalten für mein Leben. Nicht allein ich, sondern alle Gemeinden der Heiden sind ihnen dankbar. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in diesem Haus versammelt. Grüßt meinen lieben Epenetus, der die Erstlingsgabe der Provinz Asiens für Christus ist. Grüßt Maria, die für euch viel Mühe auf sich genommen hat.
Grüßt Atronikus und Junia, die zu meinem Volk gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren. Sie ragen heraus unter allen Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Leven Herr Kardinal, leven Herr Weihbischof, vielleicht alle Guer hier an der Kathedral oder daheim über Tele oder Internet. Ob einmal war alles anders, die Begegnung mit Jesus haut durch gläubige Zeilen. Das ist das Thema von Haut. Vielleicht das Thema feiert uns auch an uns persönliche Glaubensgeschichte. Ich gehe davon aus, die meisten von uns sind gedäft. Viele von uns schon als klein kannt. Wir haben von Jesus hören, daheim an der Familie, am Religionsunterricht. Gouf auch vielleicht daheim an der Familie religiöse Ritualen, Mojes oder Oves oder beim Essen. Wir haben Kommunion gemacht, goufen gefirmt und noch vielleicht an der Kirche bestuert. Aber was ändert das Christsein an unserem Leben? Glauben, die Relation mit Jesus wie alle Relationen, die entwickelt und verändert sich am Lauf von der persönlichen Lebensgeschichte. Wie hat sich mein Glauben entwickelt? Was war mir dabei eine Hilfe? Glauben als eine Lebensschule. Das ist auch von den Gründen, für was Katechese nicht nur für Kinder, sondern für alle Alter ist. Vielleicht wir glauben nicht an etwas, wir glauben an einen, so Teresa von Avila. Beten ist nicht etwas machen, beten ist mit engem Schwätzen. Das wäre auch ganz höchst interessant, wenn wir als Heilo über unsere persönliche Glaube könnten mit denen austauschen. Wie wir als Einzelnen, aber auch als Gemeinschaft, an der Por- oder Ordensgemeinschaft, Laiengemeinschaft, das Relation leben, pflegen, wie was sich am Leben vom Leben an unserem Glauben verändert wird. Oder was uns motiviert, für an der Kirche, an der Por uns zu engagieren, den Glauben mit anderen zu teilen oder eben nicht. Leider ist so ein Partage an diesem Kader nicht möglich. Aber vielleicht können wir das schon nur an unserer Por machen. Vielleicht, ich komme zurück auf den Bibeltext, den wir hören aus dem Römerbrief. Mich persönlich beeindruckt zutiefst, wie die ersten Christen und Christinnen gelesen haben. Dass Männer, Frauen und noch Koppeln waren so begeistert von Jesus, dass sie durch ihr großes Deplacement dann nicht gescheit haben. Wenn wir uns das Land Quad vorstellen, von Israel an Griechenland, ob Rom, mit Risiken und Gefahren, zu Fuß, mit dem Schiff, ohne TGV und Flieger, ohne Internet und Handy, am totalen Vertrauen, dass den oberstehenden Jesus sie gerufen und geschickt wird und sie auf diesem Weg begleiten. Was Glauben.
Hier verdingt das es, dass wir heute dem Jesus seine Botschaft kennen. An der Lesung von Haut, da gehen ein paar von diesen Zeilen genannt. Am Brief von Römer schickte Paulus hin eine Grace, eine Merci. An Zeiten wie auch Haut nach, wo gelebt sie gefährlich kann sein, da bleiben all die Leute dem Jesus aber treu. Für was? Sie selber hatten den Oberstanden ja nicht präsentiell erlebt. Wie was hat das an ihrem Leben verändert? Ein bisschen wie mir, sie haben von ihm erzählt gekriegt. Was war an ihrem Leben durch hier eine Bemol nicht? Aber was bedeutet das für uns? Verschiedene Personen, die der Paulus am Brief und Römer nennt, die will ich kurz kommentieren. Am Anfang, Römerbrief Kapitel 16, 1, da nennt hier eine Frau, unsere Schwester Phoebe, die auch Dienerin der Gemeinschaft von Kenkrea ist. Hier fragt der Adressaten von seinem Brief eine Unterstützung für das Frau, weil sie selber so viele Menschen an auch ihm, dem Paulus, geholfen hat. Hintergrund von der demolischen Stellung von der Frau am öffentlichen Leben ist es schon bemerkenswert, dass der Paulus sie annimmt und sie auch nach Dienerin der Gemeinschaft nennt. Das Wort Dienerin hat an der demolischen Spruch bedeutet, denkst dich, a köi vu Leid op der Durchreis oder vu Menschen, die kennen der arm oder hungrig wären. Dem Paulus singe wieder no, wat Phoebe eng Lederin von der lokaler Gemeinschaft, diakonisch tätig. Die Tatsache, dass der Paulus sie annimmt, bestätigt, wie unerkannt Frauen an der jungen Christengemeinschaft waren. Hatte sie doch vom Jesus gelehrt, dass hier selber kein Vierurteiler vis-à-vis von den Frauen hat. Auch von hier dürfen selber ganz viel kritisiert gouf. Denken wir an seine Begegnung mit der Sünderin, wo nicht mehr von der Frau geschwärzt wird, kein Wort vom Mann. Die Männer wollten stängeln. Oder sein Gespräch Pütz mit der Samariterin, wofür seine Jünger hier nur zurechtgewiesen haben. Die Samariterin aber war von den ersten Zeilen, eng von den ersten Zeilen von seiner Botschaft und hat als verrufene Frau Menschen aus der ganzen Stadt bei ihr gerufen. Und die Leute, sie kommen. Denken wir an Maria Magdalena, die Jesus als Apostelin von den Aposteln ausgeschickt hat. Bestimmt hat Theresia von Avila recht, wie sie geschrieben hat, an ihrem Weg der Vollkommenheit. Du Herr meiner Seele, dir hat vor den Frauen nicht gegraut, als du durch die Welt zogst. Paulus so nennt aus engem Brief dann Priska an ihrem Mann den Aquila. Sie waren ein Koppel, die sich mit Courage für die Jesus angesagt hat. Kirchegebäuer gouft jo demals keng. Die echt Christen und Christinnen hun anderer bei sich heim invitiert, hun dort wurde an Brot zusammen gedeelt, an der Bibel wird das Hauskirche genannt. Vielleicht, wenn wir als kirchliche Realität von Haut gucken, da können wir von diesen echten Christen und Christinnen und Gemeinschaften ganz viel lernen. Als Kirche von Mur braucht auch so Hauskirche, wo Gebet an dem Jesus sei Wort verkündigt da gedeelt wird. Duno begrüßte Paulus aus seinem Brief zwei weitere Personen, den Andronikus und Junia, denen hier Merci seht für die wunderbare Zusammenarbeit.
Schon lang vier Paulus, so seht ihr, haben sie sich zu ihrem Glauben und Jesus bekannt. Sie waren mit ihm am Prison, was viele, was hier das Engagement aussieht. Vielleicht ist das auch von den Gründen, für was der Paulus schreibt. Sie ragen heraus unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt. Sie ragen heraus unter den Aposteln. Hier erlaube ich mir aber betreffend die zwei eine Klammer abzumachen. Den Andronikus, das war ein Mann. Aber Junia? Während Jahrhunderten gouf an de biblischen Übersetzungen vom Griechischen auf Latein aus dem Numm Junia, Junias oder Julius, das heißt der Mann gemacht. Zandra braucht Frauen Theologie studieren, wo sie das gesehen. Und sich auch gesagt, für eine entsprechende Korrektur. Haut an der Einheitsübersetzung von der Bibel als Junia nie seine Frau. Aus einem Brief aber hat Paulus die zwei, den Andronikus und Junia, Apostel genannt. Also auch Junia war damals unerkannt als Apostelin. Auf einem anderen Platz in der Apostelgeschichte, du hast jetzt vom Lydia, einer heidnischer Frau aus Philippi, dem heutigen Griechenland, die am Purpurgeschäft tätig war. Sie hatte Paulus kennengelernt, wie hier an andere Frauen vom Jesus erzählt wird. An den Témoignage von Paulus und von Silas, die mit ihm in Nawe war, die muss sie immens beeindruckt tun. Daraufhin hat sie sich und noch ihre ganze Familie dürfen gelassen. An das fremde Zeichen von Jesus bei sich heim invitiert. Nun Jesus singe wieder, wie ein Eger sein Haus abhält, den hält doch mich ab. Hier Haus gouf zum Versammlungsort von der Junker Gemeinschaft, wo dem Jesus sing Botschaft, aber auch gemeinsam Gebet an Handel gedeelt gouf. Vielleicht zu all dem gibt es noch ganz viel zu sagen, mir dürfen als Hei nicht Platz und noch nicht der Kader. Aber ohne die vielfältigen Témoignage von all diesen Leuten, durch die Höchsten und Tiefsten von 2000 Jahren Kirchengeschichte, wüssten wir heute nichts von Jesus. Denen verdanke mir das. How does du nice? Zum Schluss von dieser meiner letzten Oktavpredigt will ich euch, ich schließe mich an, invitieren, persönlich, vielleicht daheim, an unsere Poren oder Gemeinschaften, mit anderen am Gebet zu überlegen und auszutauschen. Wie ein gelebendes Zeichen, das mich markiert an meiner Lebensgeschichte. Was tun Sie, was hat die Kirche an meinem Leben bewirkt, verändert? Was wir ernst, ohne den Glauben und Jesus, ohne die Kirche, ohne die Gemeinschaft. Wir alle Männer und Frauen, wir sind Kirche. Wie aber müssten wir als kirchliche Gemeinschaft heute sein? Aber was müssten wir machen? Ändern, loslassen, wohnen, für den Jesus seine Botschaft und die nächste Generation können weiterzugehen. Aber wir es nicht machen, wie möchte das dann? An einem Moment von Stille will man vielleicht einfach mit dem Herrgott darüber schwätzen. Am Gebet.
Heilige Maria, Gottes Mam, Trächterin am Lied, biet für uns, dass wir uns als Einzelne, aber auch als Lokalgemeinschaft, der kirchlichen Institution, vom Heiligen Geist steuern und feiern lassen. Für das Christentum wird eine Menschwerdungsreligion ist, am 21. Jahrhundert zu inkarnieren. Amen. cette parole que nous avons partagée. C'est un feu, c'est une braise, on ne peut pas la garder. Puisque Jésus nous l'a mise pour embraser le monde entier, il faut dégager nos cendres pour qu'elles puissent briller. Puisqu'il est bonne nouvelle, celui qui change la vie, laissons nos petites chapelles, nos peurs, nos paralysies, que la joie sur nos visages et que nos regards délivrés soient le vivant témoignage du Seigneur ressuscité. Herrgott, Mission von der Kirche ist es, für die Menschen bei der Jung den Jesus zu feiern. Das ist halt nicht immer einfach. Dafür kommen wir mit unseren Urleis bei dich. Die Eichzeichen von Jesus, Männer, Frauen, Koppeln, haben kein mehr gescheit für das Evangelium zu verkündigen. Wir sind heute oft installiert an hun Angst für ihre Veränderung. Herrgott, stehe eis, erweis eis de Weh. Herrgott, heie eis. Herrgott, errede. Die jung-christliche Gemeinschaft war vielfältig und dafür auch attraktiv, weil do jeder Verein, ob Mann oder Frau, willkommen war
als eng Platz von tut. Wir bitten dich, heil als Angst für Changementer. Herrgott, hör eis. Seigneur, depuis presque 2000 ans, tu as appelé des hommes et des femmes à ton service dans les réalités de l'éducation, des soins et de l'annonce. Seigneur, inspire des personnes et les communautés pour mieux suivre ton appel aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Viel kann lehren haut, die Jesus kennen, durch den Témoignage an den Ansatz von den Katecheten und den Katechetinnen. Schenk eiser Kirch Berufungen für diesen Dienst, für die Kirch für Mut zu präparieren. Herrgott, hör eis. Nous te prions pour toutes les personnes à travers le monde qui sont persécutées à cause de leur foi. Seigneur, écoute-nous. Für das Evangelium zu verkündigen, braucht JüngerInnen, die sich dort zu Beruf spielen. Wir bitten dich, erwäch an den Jungen, an auch den Männerjungen, immer neue Sehnsucht, a Courage für dir Not zu gehen. Herrgott, hör eis. Dans un moment de silence, pensant à nos communautés locales, les multiples bénévoles, les membres de nos équipes pastorales, et confions-les au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Herrgott, hör eis Gebet, dat wat mir aussprechen, an dat wat du allein kennst. Darum beten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herr und unseren Bruder. Amen. Regina Celi, letare, alleluia, qui acrem eruis in portare, alleluia. Resurrexit, sicut exit, alleluia. Letare Virgo Maria, Alleluia. Quies exit Dominus Ere, Alleluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur.
panem de cielo prestitis eis, Halleluja. Omne delectorantum in sea pantem, Halleluja. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue, quesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Können Sie nach ein lauschen heute Abend um 18 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr Dock. Eine letzte Kehr für das Oktavmann ist darauf aufmerksam, dass das Möglichkeit hat, ein Kerz bei der Trichterin brennen zu lassen, besonders für die Leute, die nicht können an die Oktav kommen. Der braucht just den Betrag von einer Kerz oder von mehr Kerzen auf den Konto von der Kirchenfabrik von Notre Dame zu überweisen. Die Aktion lebt doch nur der Oktav weiter. Des Weiteren ein warmen Appell nach ein Kehr für Dauern, für die Restauration von der Urgel, wie auch, wenn wir wollen, dass weiterhin Sonntagsmassen, wie auch nächstes Jahr die Oktav-Andachten aus der Kathedral überdrohen gehen. All betreffend Kontosnummern fand ihr auf kathol.lu. Für die Leute hier in der Kathedral hat auch heute Gelegenheit, für eng oder mehr Quarte mitzuholen, wo die Richterin bei ihnen kann auf Besuch gehen. Schreibt die Quarte einem Kranken, einem einsamen Mensch. Sie können sicher ganz gut un. Ein Groß von ihr, ein Groß von der Richterin. Ihr könnt Quarte kriegen, hier beim Podium, wo sonst Choralt steht. An einer Invitation will ich nach Sohn für heute Abend der Rosenkranz um 20 Uhr, die letzten für das Oktav, den, wo wir eine Tradition am Ableben gelassen haben, feierlich wird gestaltet gehen von Membern von unserer Mitris. Herzliche Invitation für live dabei zu sein oder eben über Livestream durchheben. Weiterhin ein schönen Oktav, ein ganz schönen Aufschluss an der Gemalo, dem Mikro zurück an das Studio.